Welkom tot het programma Beden met de Bijbel. Mijn naam is Gabrielle Kroon en ik heb 5 maal in de video's al erklärt en veel teruggegaan. Hoe kan ik de Bijbel gebruiken voor mijn gebed? Hoe kan ik me een vers uitnemen en voor mij persoonlijk een gebed nemen? Hoe kan ik die gebruiken? En vandaag wil we weer gaan en dat thema nemen beden voor mijzelf met de Bijbel. En dat is zo wichtig, waarom voor mij zelfs. Du bent wichtig als je neemt tijd voor jezelf. Dat is zo wichtig. Vaak vergeet wie dat vielleicht als mam oder als vrouw. We verzetten de arbeid goed te maken. We verzetten goed het eten te gaan, worst te waschen. Wat immer die arbeid is. Dat verzekert we goed te maken. We verzetten dat fertig te krijgen. En vaak is ons dag ganz vol en druk. Man sperrt sich vielleicht so, okay, nu habe ich von mir selbst vergeten. So Nummer 1 möchte ich die sein, du bist wichtig und vergiss die nicht. Nimm Zeit für dich selbst. Nummer 2 ist auch im Gebet. Du bist wichtig, bet für dich selbst. Warum ist das wichtig für mich selbst zu beten? Wenn das ist wichtig, wo du eigentlich für Gott. Die Kinder sind sehr wichtig, die Mond sind sehr wichtig. Die Arbeit ist sehr wichtig, aber wichtig ist, dass mein Hart rein ist für Gott, dass mein Hart für Gott einfach rein ist für die Familie einzustehen. Und wenn mein Hart rein ist, dann kann rein aus mir rausschellen. Wenn mein Hart rein ist, wenn ich für Gott in Ordnung sehe, dann kann Gott aus mir rauskommen. En wo je dat handelt, je dat eerste naar de man, dan naar de Kinder. Zo wanneer in mijn hart Gott ben is, dan kan Gott wieder gaan. En dan mocht ik gaan en dat thema rein zijn voor God. Tijd te gaan, wirklich te beten, oprechtig voor God te zijn. En dat meint niet einmal stark te zijn im Gebet. Klar, der früh ist Gebet dafür für beten, für die Familie einzustehen. Aber wir können ganz mit früher Hart für Gott kommen. Wir können für Gott ruhen. Wir können, wenn wir persönlich uns Zeit nehmen, wenn die Kinder vielleicht in der Schule sind, die spielen oder die schlucken. Und der Mann ist vielleicht gerade nicht düst, die hast einen Moment allein. Lud die Arbeitszeit. Nimm die Zeit. Trag die Träge. Du brauchst nicht viel Bibel lesen. Du brauchst nicht große Geschichten lesen. Sondern das Wichtigste ist reden mit Gott. Beten mit Gott, das ist reden. Red mit dem, wo du die feilst. Red mit dem, wo das die wirklich geht. Wat in dein Hart ben ist. Und das so viel, wir haben gewisse Dinge, die vertellen wir ganz leicht für Gott. Das sind gewisse Dinge, über die schämen wir uns vielleicht für Gott. Wir wollen die Pflicht schauen. Wir wollen vielleicht Dinge haben, okay, dat wil ik zelfs durchmaken, dat wil ik zelfs durchgehen. No. Gott ist ein Gott, der ein Freund ist, der uns beistehen macht und der für uns durch seine Macht und mit uns taub die Dinge durchgehen. Das ist die Hilfe, die Gott uns anbieten wird, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm sind, wenn wir wirklich fast taub schaffen mit Gott. Und einfach Gott sein, Gott, du weißt alles über mich, du weißt all meine Gedanken, du weißt dort alle und ich bete mit dir taub, ich rede mit dir taub, ich rede mit dir, wenn ich vielleicht abwaschen darf, ich rede mit dir während meiner Arbeit und ich vertelle dir, wo mir das geht. Dann kann Gott mit uns taub schaffen. Von dir möchte ich mit dir dann gehen, wo kann ich für mich welche Falschen brauchen. En de eeuwige versen, die wil ik onder dit programma nu schrijven. Oder, wenn du Frauen hast, kannst du über mijn Nummer schreiben en ik kan dir die Liste schicken, wo du von Bibelvers wohl beten kannst. Das erste, was wir lernen wollen, ist Psalm 51, 12 und 13. Ich werde den Vers kurz lesen und dann lernen, wo ich mit den beten will. Das erste, sagt das so. Schaff an mir ein reiner Hort, o Gott, und gib mir einen neuen, feststehenden Geist. Steigt mich nicht aus deine Gegenwart und nimm mir deinen heiligen Geist nicht weg. Was sagt das hier? Gott
zal en mij een rein het hart maken. Dat meint zoveel met een God ruim laten in ons hart. God maakt ons reinigen en dat kan we wirklich, dat kan we beden. Was mij rein, wijs mij, wo kan ik ändern, wo kan ik mijn verhouden ändern en dat ik rein zie, dat ik wirklich dat doe wat God van mij macht. Du kannst dir wieder so stuk brocken, du kannst auch krank so durchlesen und du kannst auch einfach dein eigenes Gebet uit deze versen machen. Dit zijn Beispiele wat ik je wijzen mocht. Wo kan ik de Bibel brocken zum beten? En ik mocht met die taub beten. Vater, ik zei die Dankschein für dein Wort, dafür, dass du so stark und allmächtig bist, dafür, dass ich die an alles nehmen kann. Und ich sei die Dankschein, dass du mich liebst, so zu beten, als was du mich brauchen machst, als Mom, als Hausfrau, wo immer meine Abgabe ist. Ich möchte die Dankschein sein. Vor dem Himmel, ich sehe jeden einzelnen Tauchhörcher. Ich sehe die, was du das gehört hast. Mochtst du erfüllt sein von Gott seine Liebe, von Gott seine Herrlichkeit und denk daran, du bist wichtig. Füll die ab mit Gottes Liebe. Füll die ab mit das Wort Gottes. Wo Gott die fällt, kannst du Gott wiedergeben. Und dort wünsche ich dir für dich und deine Familie.